Ja, sicher. Wirf sie gegen die Leinwand. Gute Leute, eine weitere Seele möchte ihre kreative Sache. Paradigma. Paradigma, Schmaradigma. Nun wirf das Mistding schon. Das ist der Sans Retour. Das ist kein Landschaftsbild, du Barbar, sondern die Manifestation der Seele des Mannes. Ich sehe nur blaues Geschmiere. Dieses Grün, wenn du die Farbe leid bist, wirf sie in den Eimer und nimm dir eine andere. Scharlach, Ochsenblut. Ich sehe Lippen. Ziemlich geöffnet. Okay. Eine edle Farbe. Der Himmel über Toussaint vor dem Sturm. Oder eine tief internalisierte Angst vor Intimität. Okay. Gelb machen wir ganz oben da. Wieso denn gelb? Ist doch klar, es repräsentiert Sünde in Reinform. Voila, fein. Nun gestattet mir einen Moment der Betrachtung. Meine Interpretation? Das Bild drückt spirituellen Dualismus aus. Der ewige Kampf zwischen Gut und Böse. Und es drückt Umarmsamkeit aus. Oh ja, das ist er. Gut gegen Böse. Der Dualismus der Menschen. Und Unbeugsamkeit. Okay. Ein echtes Talent. Bald wie der große Boal. Aber Absinth, des Künstlers Lieblingsschnaps. Vorsicht. Das Zeug hat es in sich. Ich kann so einiges vertragen. Ja, ich sehe. Es muss ihre Berühmtheit sein. Sie müsste in einem der Alkoven sein. Ganz außergewöhnlich. Es ist nur langweilig, das zu verstehen. Es ist eine Metapher für Sehen wir in den Alkoven nach. Was kommt als nächstes? Wenn Sie sich nicht einigen können, sollen Sie das Seil doch durchschneiden. Schon hat sich's ausgesetzt. Scheiß Boden. Was ist es? Wie geht es dir, Herr? Ignoranz. Pass auf dich auf. Hexe. Wie bitte? Pass auf dich auf. Okay, hier kann ich nichts machen. Da kann man hier noch ein bisschen was machen. Ich bin ja schon künstlerisch begabt hier. Schau, der Magier. Wahre Erzauberer. Tja, mal sehen. Saraba Durendum. Kalabati Star. Sabeske Beske Ka. Gut, probieren wir es aus. Ich hätte nie gedacht, dass du an solche Sachen glaubst. Wie schön. Sieh mal, Laternen. Angeblich bringen sie Glück. Die Delfine. Das ist keine gewöhnliche Illusion. Der Mann ist ein echter Künstler. Mhm, beeindruckend. Mhm. Schön.
auftreten sollen. Du hättest auftreten sollen. Tja, da hat wohl jemand... Wir sind beschäftigt. Wir wünschen allein zu sein. Bitte geh. Wir sind beschäftigt. Skandal. Sicher, dass es ein Original ist. Mein Chef? Klar, dass es da reichlich hochqualifizierte Kandidaten gibt. Und wie willst du das machen? Mit einer kleinen Privatvorstellung. Nach der Soiree. Na, meine Liebe, mir scheint, du kannst sehr überzeugend sein. Und du bist sicher, dass es ein Original ist? Mein Chef schwört. Hast du schon das Neueste gehört? Ich will noch hier beim Pantomim mitmachen. Und einfach nicht zuschauen oder was? Oh. Okay. Schön, dich zu sehen, Geralt. Da war irgendwas. Sei willkommen, Hexe. Bist du jetzt traurig? Tut mir leid. So, jetzt haben wir überall teilgenommen. Jetzt können wir nach der Tuse suchen. Alter, geh mir auf den Weg! Das gibt's ja nicht. Ja, da sind wir schon richtig reingegangen. Nicht stören, kusch, kusch. Das ist die richtige Blüte. Natürlich, eine Orchidee aus Kovie ist der ideale Kontrast zu ihrem Teint. Wir müssen mit dem Modell sprechen. Es dauert nicht lange. Mit mir? Lieg still. Reden kannst du ja, aber beweg dich um Himmels Willen nicht. Hübsches Porträt. Ui, das ist ja ein tolles Porträt. Den Stil kenne ich doch. Diesen Pinselstrich. Das ist Dorian Villesse. Die gnädige Dame hat von mir gehört. Ich habe sagen hören, dass Anna Henrietta selbst schon ein Porträt von dir malen lassen wollte. Richtig. Einmal hat der Palastkämmerer mir geschrieben, aber leider wollte man meine Bedingungen nicht akzeptieren. Was war denn das Problem? Als der Kämmerer erfuhr, dass ich nur Akte male, brach er den Kontakt ab. Er sagte, er würde nicht wagen, der allergnädigsten Herren so etwas auch nur vorzuschlagen. Ich wollte sie immer malen. Schade. Vielleicht kriegst du deine Chance noch. Wir kamen her, um mit dir zu sprechen. Mit mir? Aber warum? Der Adlige aus Zintra, mit dem du hier bist, interessiert uns. Der Adlige aus Zintra? Ah, ihr verwechselt mich mit Cecilia. Die Orchidee? Ich dachte... Nicht bewegen, sag ich. Cecilia hat am Ende ihrer Vorstellung die Blüte ins Publikum geworfen. Ich habe sie gefangen. Aber ja, den Adligen habe ich gesehen. Wir würden ihn gerne sprechen. Wie sieht er denn aus? Wie viele hier. Groß, dunkel, maskiert. Weißt du, wo er jetzt sein könnte? Er hat Cecilia ein kleines Geschenk gemacht. In einer herzförmigen Schachtel. Dann sind sie zu den Erfrischungen gegangen. Madame, Monsieur, entschuldigt, aber so kann ich nicht arbeiten. Ihr müsst gehen, jetzt.
Ach, du Kacke. Untersucht die Taschen. Tisch über der Entsprechung. Okay, machen wir. Mhm. Wir müssen uns von den Fesseln der Form befreien und die Grenzen der Erkenntnis. Untersuche die Tische mit den Entsprechungen, mit den Hexensinnen. Ah, da. Okay. Ein Liebesbrief an eine Serviette gepinnt. Schau. Fabian, okay. Oh, mon amour, mein Sonnenstrahl am Firmament meines Lebens. Was für ein Gesülze. Hier ist auch noch was. Eine leere, herzförmige Schale. Cecilia muss sie hier gelassen haben. Aus, als wäre Parfum drin gewesen. Ein Geschenk des Zintrias womöglich. Der Duft hängt noch in der Luft. Folgen wir ihm. Eine leere, herzförmige Schachtel. Cecilia muss sie hier gelassen haben. Sieht aus, als wäre So, Parfum drin gewesen. Ein Geschenk des Zintrias womöglich. Der Duft hängt noch Okay, dann riechen wir uns mal durch die Gegend. Wie gerne ich ihn kennenlernen würde. Schade, dass er nicht alleine gekommen ist. Muss ich dich daran erinnern, dass du auch nicht alleine gekommen bist. Oh ja. So eine Veranstaltung mit den ganzen Höflichen hier. Ekelhaft. Da kann ich ja nie hingehen. Und wenn er nicht kommt, Der kommt bestimmt. Keine Sorge. wie kannst du dir da so sicher sein? Okay. Die Leibwache, hallo. Tut mir leid. Zutritt nur für Künstler der Mandragora. Komm, lass uns überlegen, was wir jetzt machen. Diese Stimme, die würde ich überall erkennen. Du, musst mich mit jemandem verwechseln. Ich habe 15 Jahre im Palast gedient. Edle Herren, ich würde dich niemals verwechseln. Psst, nicht so laut. Wir sind inkognito hier. Staatsangelegenheiten. Jawohl, gnädige Herren. Wie kann ich dienen? Sag niemand, dass du uns getroffen hast. Wir können uns hoffentlich auf deine Diskretion verlassen. Natürlich. Ich werde schweigen wie ein Grab. Wir suchen Cecilia Bellante. Hast du sie gesehen? Sie ist in ihrer Garderobe. Mit einem Adligen. Die fühlen sich eindeutig voneinander angezogen. Wie sieht der Mann aus? Groß, breite Schultern, ein schwarzer Bart schaut unter der Maske hervor. Und er spricht mit irgendeinem Akzent. Das muss er sein. Wir müssen zur Garderobe. Rasch. Jawohl, gnädige Herren. Ich bringe euch hin. Nein, du bleibst hier. Wenn jemand zu fliehen versucht, hältst du ihn auf. Verstanden. Schnell nach oben. Ja, okay. Ich hoffe, sie vergnügen sich nicht gerade da. Das muss Cecilia sein. Ach du Scheiße. Kein Puls. Wir kommen zu spät. Er hat ihr die Kehle durchgeschnitten. So ein Tier. Zur Tür ist er nicht raus. Das hätte die Wache gesehen. Er könnte hier noch irgendwo sein. Du musst ihn finden, bevor er noch mehr anrichtet. Ich sage sofort Oriana Bescheid. Sie muss die Soiree sofort beenden. Wir sollten uns nicht trennen. Geralt, ich komme zurecht. Geh du dem Halunken nach. Ich hole Hilfe.
Die Arme. Blutiger Handabdruck. Muss von ihm sein. Er hat die Tür eingerissen und eine Plattform daraus gemacht. Nicht dumm. Muss auch ganz schön stark sein. Er hat den Blumentopf mit der Tür zerbrochen und ist dann in die Erde getreten. Er muss diese Leiter benutzt haben. Wo ist denn die Leiter? Ah, da. Benutzen. Dankeschön. Alter. Wie schnell den... Er Okay. könnte noch hier sein. Ich sollte aufpassen. Ein zerschlagener Spiegel. Jemand ist damit kollidiert und dann zu Boden gegangen. Okay, das wird spannend. Glieder einer zerrissenen Kette. An der muss das Juwel gehangen haben. Ein Schmuckkästchen. Das Schloss ist kaputt. Okay. Vermutlich aufgebrochen. Ja. Blutflecken. Kannst du nicht damit riechen? Hier räumen wir noch aus. Ja, ich weiß ja nicht, was man nicht mehr gebrauchen kann. Das Fenster ist offen. Sieht kostbar aus. Aber deswegen bin ich nicht hier. Ja, ich gucke ja nur, dass was rot Ein ist. leeres Tintenfass. Umgeworfen. Es zeigt in den Raum. Die Leinwand ist zerschnitten. Da war jemand mit einem Messer dran. Das ist das Messer. Ein reich verziertes Jagdmesser. Damit wurde wohl gekämpft. Was ist hier? Blut am Fensterrahmen. Ob jemand rausgeklettert ist oder rausgefallen. Kann ich das Der nicht... Wandleuchter ist verbogen und blutbeschmiert. Wollte sich da jemand dran festhalten? Aha. Ist hier noch mehr Hinweise? An sich nicht. Verschlossen. Kein Schlüssel in Sicht. Kann man hier aus dem Fenster raus? Oder gibt es hier noch was man suchen kann? Ne, an sich habe ich alles. Ne, der ist noch mit leer. Ein Edelstein mit einem blutigen Fingerabdruck. Den wollte der Dieb wohl haben. Daneben kleine Kettenglieder. Von einer zerrissenen Halskette vielleicht. Offenbar hat es einen Kampf gegeben. Okay. Das Juwel war wohl in der Schachtel. Der Zintrier wollte es stehlen und ist erwischt worden. Dann gab es eindeutig einen Kampf. Und einer von beiden ist aus dem Fenster gefallen. Der Sturz muss tödlich gewesen sein. Das Juwel ist noch da. Also muss es der Zintrier gewesen sein, der gefallen ist. Das ist also der Fährtenleser. Ein Hexer, ja? Ja, das ist er. Wir haben die Leiche zusammengefunden. Dann ist er dem Mörder nachgegangen. Dann bin ich hier gelandet und habe nur die Spuren eines Kampfs gefunden. Offenbar hat es sich für den Zintrier nun ausgemordet. Schade, dass es für Cecilia zu spät war. Armes Mädchen. Ich habe ihr gesagt, dass sie ihre Männer schlecht auswählt. Aber einen Mörder hätte ich niemals vermutet. Ich alarmiere die Bediensteten. Sie sollen sich um ihre Leiche kümmern. Kommt, setzen wir uns doch. Dann erzähle ich euch alles ganz genau.